So, grüß euch. Ich habe mir gedacht, weil jetzt sind gerade die letzten Besucher, die bei mir da waren von euch. Das freut mich übrigens immer, wenn jemand vorbeikommt. Ich habe zwar nicht wahnsinnig viel Zeit meistens, aber ab und zu geht sich doch einmal ein musikalischer Nachmittag aus. Und da tut man dann alles ein bisschen dahin fachsimpeln und ja, ich zeige dann das eine oder andere, warum ist es so Spiel, wie es Spiel. Und da haben sie jetzt doch alle wieder mal gesagt, warum ich das eigentlich nicht in meine Videos so zeige. Jetzt war ich eigentlich bisher immer der Überzeugung, dass das etwas ist, was ich eigentlich eher die Studierenden überlasse. Ich bin zwar Studierter, aber kein studierter Musikant. Und jetzt ist es halt doch so weit, dass ich mir gedacht habe, ich haue jetzt am Anfang von den Videos immer ein paar so von meinen Weisheiten aussehe. Ähm, Das ist jetzt etwas, was sicher nicht jedermanns Sache ist, weil viele von euch haben ja schon einen ganz eigenen Stil, aber es gibt doch ein paar so Sachen, die sind nicht jedem so klar. Überhaupt, wenn man jetzt zum Beispiel viel über Griffschrift oder Noten lernt, ähm, dann ist es so, dass man das Kehrspielen vielleicht erst so ein bisschen lernen muss und da hat es immer ein paar so Sachen gegeben, die eigentlich bei den Leuten recht gut angekommen sind. Für mich war es eigentlich ganz selbstverständlich, dass man so spielt, beziehungsweise dass man auf die Sachen so draufkommt. Und ich werde es auch unten in der Videobeschreibung entsprechend verlinken. Wer das jetzt überspringen will, das Ganze, den Theorieteil von mir, also so den Blick hinter meine Kulissen, der kann das unten gern dann machen mit der Sprungmarke. Und als erstes habe ich mir gedacht, gehen wir heute einmal das an, wie man einen Teil, zum Beispiel beim dritten Teil ist das ganz häufiger so, den spielen wir ja doch viermal und zweimal jeweils hintereinander. Da ist recht fad, wenn man den immer gleich spielt. Und es ist jetzt nicht immer so, dass man gezeigt wird, wie man auf die verschiedenen Lagen kommt, beziehungsweise wie man den in die verschiedenen Lagen spielt. Und eigentlich ist das recht einfach. Zeigen tue ich euch das anhand von der Muntepolka vom Trio. Das ist ein Stück, glaube ich, was jeder kennt. Also und so weiter. Das, was ich jetzt gespielt habe, ist die bekannte Lage. Da fängt man da in der Mitte mit dem Gleichton in der Mitte an und spielt dann das so durch. Wie komme ich jetzt dann zum Beispiel auf diese Go-Begriff? Das ist so der Klassiker, wie man das halt abwechseln kann. Das ist so. Und das ist ganz einfach. Ihr wisst ja, auf Druck ist ja immer zwei drüber und zwei drunter immer die Oktav zu einem Ton. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt bei jedem Ton, den ich spiele, immer den höheren oktaviere und dann den hohen weglasse, dann bin ich schon am Start. Das heißt, das ist der erste Ton, das ist der höhere davon, das ist die Oktav dazu. Das heißt, ich spiele jetzt nicht mehr so, sondern so. Der zweite Ton ist der Go-Begriff da. Da ist das der höhere in der vierten Reihe herinnen. Das ist die Oktav. Das heißt, ich spiele nicht mehr so, sondern so. Beim nächsten geht es wieder gleich. So, eins auf und den unten weglassen. Das geht übrigens, ja, kennt man jetzt erschlagen. Es gibt vielleicht ein oder zwei Töne, wo es nicht funktioniert, aber ich habe noch nie so wirklich darüber nachgedacht, bis mir mal die gefragt haben, die Südtiroler Bass, was da vor 2 Wochen da war. Aber ich glaube, dass das eigentlich eine Regel ist, die ganz gut funktioniert. Ich kann dann, wenn ich den Go-Begriff habe, auch den Ton, der genau zwischen den 2 Tönen drinnen ist, auch noch mitdrucken. Dann bin ich bei dem dreistimmigen, das ist dann das. Ja, kennt auch sicher jeder, spiele ich oft, vor allem das lässt sich in der Oktav super schön dazu spielen. Da wirklich schön schauen, dass man sauber spielt. Übt den Griff vielleicht zuerst langsam. Es sind dann immer die gleichen, also so wie der oder was, die kommen dann immer vor. Und eine andere dreistimmige Variante ist, wenn ich zum zweistimmigen den Ton direkt drüber dazu tue. Das sind ein bisschen verreckte Griffe, aber die spiele ich eigentlich mit am liebsten, vor allem dann, wenn es laut werden soll, weil das einfach etwas ist, da geht die Zirch so richtig, ja, also da überhaupt meine geht da ab wie ein Zapfel.
das ist das. Und dann bin ich noch gefragt worden, wie ich da letztes Mal meine coole Küchensession da gemacht habe. Das ist das Hoche, das ist halt dann also ein bisschen eine Variante. Das heißt, also da spiele ich quasi die Oktave hoch. Und ich spiele dann alle noch den Ton dazu. Also. Ja, das ist ein bisschen eine Fudlerei, aber wenn man es trifft, ist sicher was, wo dann die Leute noch sagen, boah, Wachs. Ja, also kann man mal probieren. Ja, das war's schon wieder. Wenn da Fragen dazu sind, bitte fragt mich. Wenn ihr sagt, hey, du, das funktioniert bei mir gar nicht, dann sagt bitte auch Bescheid. Wichtig ist, probiert es da einfach quer durch. Die Oktave geht übrigens da herum, dann auch nochmal tief. Aber da brauche ich dann meistens die 50er dazu oder versetzt die 46er. Das hat nicht jeder. Und von daher, wie gesagt, einfach einmal durchprobieren. Beim Trio bietet sich das einfach gewaltig an. So, vom Greifen her, habt ihr jetzt gesehen, viel zweistimmig am Anfang. Der Mollteil, wie gesagt, ist ein bisschen abhängig davon, was ihr jetzt habt. Also wenn ihr normal auf Druck den Moll habt. Und dann auf Zug normal wieder auf die normale Bassreihe. Und ich lasse dann den am Bass ein bisschen stehen.
Das Trio am Anfang mit Gabelgriff, klingt eigentlich am schönsten, wenn man da tief anfängt. Da beim Greifen, da seht ihr vielleicht wie wir es gespielt haben. Jetzt komme ich mit denen auf und dann greife ich aber weil ich dann den weiten Gabelgriff leichter erwische. Also ist zumindest mit meinen Fingern am leichtesten. Ich habe einen ziemlich einen verkrüppelten kleinen Finger, darum muss ich da immer ein bisschen schauen, dass ich den gut da positioniere. Das heißt, wenn ich von unten aufkomme, greife ich zuerst einmal ganz normal im Wechselgriff, also vom Mittel- und kleinen Finger auf Ring, vom Mittel- und kleinen Finger auf Ring- und Zeigefinger. Aber dann greife ich damit ich nachher einen Zeigefinger und einen kleinen Finger da schön in Position bringe. Und dann, das ist der, je nachdem ob ihr den Hut schon drauf habt oder nicht. Und dann nochmal durch. Das ist ganz einfach die Oktav. Und dann das gleiche eben in der Grundlage. Das ist ein bisschen ein gefährlicher Ton, der macht little schnell kitschig. Aber da passt eigentlich ganz gut rein. Beziehungsweise kann ich die Oktave auch rückwärts spielen. Da fast ein bisschen schöner, weil dann geht es nämlich wieder rein in den Mollteil. Das heißt, ich habe. Dann geht der Übergang vielleicht ein bisschen schöner und ich springe nicht von ganz hoch wieder auf das Tiefe, aber ist aber Geschmackssache. Ich wünsche euch viel Spaß damit.